Hallo zusammen! So, ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist das für ein Format? Es ist echt ein Format, wo ich halt ein bisschen Themen bespreche und mit euch interagieren kann, anstatt dass ich halt einfach ein Video mache über eine Geschichte. Und falls es euch nicht gefällt, ist egal, es ist schon okay. Dann wartet euch aufs nächste Video, das ist wieder ganz normal. Aber bevor ihr jetzt wegdrückt und wirklich wegschaltet, vielleicht habe ich da Informationen, die euch auch noch interessieren können. Ich habe im letzten Trailer-Video vergessen zu sagen, dass ihr mir gerne für die Kommentare schreibt, falls ihr irgendeine Idee für einen Trailer habt. Falls ihr also eine coole Idee habt, schreibt es doch gerne unter das Video oder unter das, was ich eben Trailer gemacht habe, in die Kommentare. Falls ihr irgendeine Idee habt, die ihr halt wollt, dass ich sie sehe und dann vielleicht auch ins Video bringe. So, jetzt kommen wir aber zum richtigen Thema von diesem Video. Ich wollte auch über das Glaube dich Video reden, weil ich habe halt am Anfang auch ein bisschen Probleme gehabt, um das Video überhaupt online zu stellen, weil es hat so ausgesehen, also für mich hat es so ausgesehen, als ob der Punkt, den ich zeigen wollte, nicht richtig übergekommen ist, weil halt die Musik das Video fast schon ein bisschen zu traurig gemacht hat in dem Sinn. Also es hätte gar nicht traurig sein, aber halt ein bisschen traurig muss es halt schon sein, halt, damit man auch den Punkt versteht, was halt eine Einstellungsveränderung kann bewirken. Und ich bin einfach nur extrem froh jetzt, dass ich es aufgeladen habe, weil die Bewertungen, die ihr gegeben habt, sind so extrem cool. Rein nur schon Kommentare halt. Es sind glaube ich 23 Kommentare und es ist echt nur viel mehr, als ich mir hätte vorstellen können. Und halt, alle sind so extrem nett. Also nicht, dass bei den alten Videos die Kommentare nicht nett waren, aber es ist echt so extrem cool. Entweder ist es halt darum gegangen, wegen dem Schneiden vom Video oder halt, dass es mal schön ist, dass so etwas Ehrliches kommt. Man fühlt sich dann gerade so warm und willkommen halt. Und ich wollte nur Danke sagen für das. Ich bin mit meinem Kollegen oder auch Sensei schon an einem zweiten Video und ihr könnt wahrscheinlich erahnen, wenn ich Sensei sage, meine ich natürlich ein Kendama-Video. Ihr könnt wahrscheinlich da im Hintergrund schon sehen, habe ich ein zweites Kendama von meiner Schwester bekommen, also sie hat es mir geschenkt. Und da haben wir uns gedacht, wir könnten doch sicher ein Kendama-Video dazu machen. Und wir sind gerade dran, also Geschichte und so, und ich könnte eigentlich davon ausgehen, dass es halt 2-3 Wochen nach dem Video dann online kommt. Und ich finde das halt immer so cool, weil Kendama-Videos, ich weiß auch nicht, irgendetwas Spezielles ist halt an denen, weil erstens mache ich zumindest das, halt, was ich gerne mache, dann eben filmen und dann gleichzeitig halt noch etwas anderes, was ich halt gerne mache, halt Tricks machen. Ich bin ja sehr jung in das Hobby reingekommen, halt, eigentlich mache ich es erst seit dem ersten Video. Es hat ein paar Tage vorher habe ich erst damit angefangen, halt wirklich mein eigenes Kendama damit Trickchen zu machen und so. Und es ist echt, ich kann es nur eigentlich befürworten und halt euch sagen, macht es auch mal, weil es ist extrem cool mit einem Kendama halt Tricks zu machen, wenn ihr gerne, also wenn ihr Geduld habt. Ich habe zwar auch nicht viel Geduld, aber da funktioniert es auch, aber es macht auch so unglaublich Spaß, weil man versucht eine Stunde lang halt einen Trick zu üben. Wenn man ihn dann schafft, ist es so eine Erleichterung und man freut sich so extrem. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine halt. Das haben wir wahrscheinlich auch schon bei anderen Themen gehabt. Aber es ist echt so extrem cool und ja, ich freue mich schon auf den Teil von diesem Video. So, ich glaube, das wäre es schon mit dem Video. Ich weiß, es ist nicht allzu lang, aber ich bin halt, wenn es zur Kamera kommt, bin ich generell die Person, die halt extrem schnell redet und halt auch undeutlich. Und ich weiß, das muss ich noch üben. Also falls ihr weitere Teile sehen von diesem Format, dann könnt doch gerne da oben links, ich glaube, könnt doch gerne da oben links abstimmen, ob ihr weitere Teile davon sehen wollt. Würde mich wirklich freuen, falls ihr auch noch Ideen habt zu Themen, die ich besprechen kann. Könnt es doch gerne da dann könnt es doch gerne in die Kommentare schreiben. Gebt dem Video vielleicht auch einen Daumen hoch. Teilt es mit euren Freunden und Familie, wenn ihr es gut gefunden habt. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, ich sehe euch das nächste Mal. Tschüss!